Jetzt komme ich zu einem Thema, das für mein Dafürhalten, Rassismusdebatte, Kapitalismusdebatte, Kriege auf der Welt als mindestens gleichrangiges Thema, zukunftsbestimmend für die Menschheit zu werten ist und möchte, in einem sehr kurzen Beitrag lediglich skizzenhaft einige Stichworte zu dem Wort Transhumanismus praktizieren. Der Transhumanismus. Wie will ich es übersetzen? Der Versuch, quasi den neuen Menschen zu kreieren, aufgrund der Möglichkeiten der erkannten Genstränge und des Genotyps, des Phänotyps, damit operativ umgehen zu können und die Gestalt des Menschen als Ganzes zu verändern, zu Biorobotern. Einleiten möchte ich die Vision und die Debatte und die Wortfindung zu dem Begriff Transhumanismus mit Plato. Plato der Staat, geschrieben 350 vor Christi. Bei Plato der Staat, die Herrscherkaste 1 Promille, 5% Bevölkerungsanteil, Soldateska und Bürokratschicks und etwa 94,9% mediokre Sklaven, Bioroboter. Dieses meldet sich bei dem Herrn Plato schon aufgrund der Geburtlichkeit heraus. Wer als Kind in einer Herrscherfamilie zur Welt gekommen ist, hat nach Plato sehr große Chancen, zum Herrenrassenelite eines Volkes zu werden. Nun brauchen diese herrschenden Eliten um 94,9% Bevölkerungsanteil in Schach zu halten eine Securitas. Und das sind dann die B-Movies, die als Lakaien und Schergen im Namen der Herrenrassenelite die Aufgabe haben, als Sklaventreiber die Bioroboter zu figurieren. Zweiter Satz. Mein Umgang mit dem Begriff Transhumanismus ist, Hannah Arendt sagt, Denken ohne Geländer ist hier jetzt wichtig, weil das ist die Voraussetzung für ideologiefreies Denken. Marc Aurel, dieser Satz hat mich sehr geprägt, Marc Aurel in seinen Selbstbetrachtungen, der Stoiker Marc Aurel, 140 nach Christi der Römer, in seinen Selbstbetrachtungen, schreibt in seinen Selbstbetrachtungen den folgenden Satz: Unsterbliche Seele, behaftet mit sterblichem Leib. An diesem Tage habe ich Folgendes begriffen: Das Unabdingbare und das womöglich Ewige, unsere Seele, unser Geist, unsere Bewusstheit und den menschlichen Körper als das notwendige Verpackungsmaterial für so etwas wie die Seele, den Geist oder die Bewusstheit zu definieren, die in seiner Körperlichkeit für die Menschen in ihrer Existenzform auf der Erde als Verpackungsmaterial konsequenterweise die Ausformung genommen hat, mit der auch wir befrachtet sind. Nun habe ich weitergedacht, nach wie vor Denken ohne Geländer. Menschheit, Natur,
und Erde. Wer sich mit Kosmologie beschäftigt, wer sich mit den Gesetzen des Universums beschäftigt, alles was entsteht ist wert, dass es zergeht, drum besser wäre es, wenn nichts entstünde. Der wird zu folgender Überlegung kommen: Wie wird aufgrund kosmischer Prozesse und der Endlichkeit dieser Erde es einer Menschheit in einem Maximum von Naturbegriff im Gaia-Prinzip, ich weiß nicht, ob euch Gaia was sagt, möglich sein, dass sowas wie Menschheit und Natur exterritorial auch auf anderen Himmelskörpern dieser Erde funktionieren kann. Und das war in der Tat, da gebe ich mich quasi als Ketzer zu erkennen, für mich die Überlegung, die Chance, die Genetik und den genetischen Code so zu beherrschen oder so nutzen zu können, wie Herr Johann Sebastian Bach die Noten in ein jeweiliges Verhältnis zueinander zu bringen verschaffte, um daraus einen gewissen musikalischen Effekt zu erzeugen, war für mich klar, dass es so eine Art von Transhumanismus geben muss, wenn so etwas wie Menschheit und Natur ohne Erde existieren will. Das wäre in meinem Ansinnen ein reformerischer, ein emanzipatorischer, ein egalitärer Anspruch, wo alle Menschen das Recht haben, wenn wir Häuser, öffentliche Einrichtungen nur genehmigt bekommen, wenn es einen Notausgang gibt. Da habe ich mir die Frage gestellt, wo ist der Notausgang für ein Maximum an Menschheit, wenn eines Tages aufgrund von Endlichkeiten diese Erde kollabiert? Das ist mein Umgang mit dem Transhumanismus. Nun muss ich aber seit 15 Jahren entsetzlicherweise Folgendes feststellen, dass dieser Begriff Transhumanismus von der Herrenrassenelite missbräuchlich, eigensinnig dazu missbraucht wird, wie sie das platonische gesellschaftliche Modell mittels des Transhumanismus es realisieren können. Gab es in der Geistesgeschichte und in der Literaturgeschichte schon 1850 mit Frankenstein bei der Stoker erste Hinweise. Gab es da bereits schon mit dem Sonderwesen des Golems so eine Art Homunculus, gleiche Gestalt in der Literatur vor über 100 Jahren, wo Menschen sich schon den Gedanken machten, wie können wir Menschen Gott spielen? Wie können wir Menschen, selber Menschen, wie Waren am Fließband produzieren? Da hat dann der Aldous Huxley für mich neben dem George Orwells 1984 mit seinem meines Erachtens nach 1939 publizierten Werkes Schöne neue Welt bereits literarisch massenwirksam die Debatte um den Transhumanismus eröffnet. Ich weiß nicht, ob ihr die schöne neue Welt kennt, ob ihr diese Retortenwirtschaft kennt, ob ihr wisst, wie der Aldous Huxley vor über 80 Jahren beschreibt, wie diese Herrenrasseneliten künstlich Bioroboter konstruieren wollen, um ihren Herrschaftsanspruch aufrechterhalten zu können. Nun sieht es leider unglücklicherweise folgendermaßen aus. Der Genpol ist geknackt. Diese korrupten Wissenschaftler sind dabei zu klonen, menschliche Gene mit tierischen Genen zu kreuzen. Das heißt, mit den Kriegen, mit der Kapitalismusdebatte, mit der Rassismusdebatte ist die große Gefahr des Transhumanismus und ihres Missbrauches in der gesellschaftlichen Debatte desavouiert.
marginalisiert und geradezu einen öffentlichen gesellschaftlichen Dialog verschattet und verblendet. An dieser Stelle mit der Bitte, nehmt euch dieses Themas mit jeweiligen kommunikativen und informativen Möglichkeiten wahr, um euch bitte, euch selber mal in der Zukunft intensiver mit dieser Fragestellung zu befassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.